Ja, grüß euch benannt und einen Sakrischgurden. Jetzt Kasperl. Ich muss noch ein bisschen lauter machen hier. Lauter? Okay. Leute. Ja. Langsam wird's. Keine Ahnung. Ne? Aber ich will nicht wieder jammern. Wir gehen rein jetzt hier in die Nummer. Ich habe noch mal 10 Minuten vorgespult, weil er hat jetzt wirklich 10 Minuten hier einfach, wie sagt er, rumgewuselt. Und währenddessen hat er den Stream mit Musik beglückt. Ne? Musik, die er nicht selber gemacht hat, obwohl er da Rainer immer so drauf bedacht ist, dass das Copyright geschützt wird. Wissen wir Bescheid, Leute, wissen wir Bescheid. Schwierig. Ich habe mir gerade meine Packung abgeholt, ne, habe mir die Kommentare unter meinem Feuerwerk-Video durchgelesen und ich war positiv überrascht, wirklich die allermeisten Kommentare waren based. Ne? Sehr, sehr viel Zustimmung, das gibt mir Hoffnung. Aber auch die Leute, die mir jetzt nicht zugestimmt haben, haben in den allermeisten Fällen basiert Kommentare geschrieben, auf die man auf einem Niveau, auf dem man sich gut unterhalten kann. Natürlich gab es wieder die ein oder anderen Ausreißer, den habe ich dann den entsprechenden Kommentar auch drunter gesetzt und keine Ahnung, bei dem einen oder anderen hoffe ich auch, dass er sich verpisst. Um den oft geforderten Elefanten im Raum nochmal anzusprechen, ich habe bei dem ersten Kommentar, den ich zu dem Thema gelesen habe, darauf eine sehr große, lange Antwort geschrieben. Und es kam aber dann nochmal ein paar Mal hier mit dem Elefanten im Raum. Ne? Das Thema ist, ne, inwiefern die Migrationssituation der letzten Jahre dieses Feuerwerksthema verschärft hat, beziehungsweise dazu beigetragen hat, dass die Eskalationsspirale immer weiter nach oben geht. Und ich möchte überhaupt gar nicht bestreiten, dass das auch ein Teil des Problems ist, aber es ist nicht das Hauptproblem und das ist ein so einnehmendes Thema und das schweift so schnell wieder in andere Diskussionen ab, die wir vielleicht auch führen können und müssen, aber darauf wollte ich jetzt nicht hingehen. Ich wollte bei dem Feuerwerkthema bleiben und mir war sehr bewusst, dass wenn ich das Migrationsthema da mit reinsetze, wird das verwässert. Und dann geht die komplette Debatte auch in den Kommentaren in diese Richtung und das wollte ich nicht, ich wollte bei dem Feuerwerksthema bleiben. Deswegen habe ich das bewusst nicht angesprochen. Wenn Bedarf besteht, ich mache euch auch nochmal meine 5 Cent zu der Stadtbilddebatte. Ne? Ich glaube, einige von euch haben auch ein bisschen falsches Bild von mir, was meine linke Einstellung eingeht. Ich bin keiner von diesen Wokeness-Spinnern, die der Meinung sind, sich auf der Straße festzukleben, ist ein valider Protest. Und die der Meinung sind, hallo IBIMS-Aktivist sollte dafür reichen, sein ganzes Leben lang nie wieder arbeiten zu müssen und die Füße gewaschen zu kriegen. Ne? Zu dem Thema. Ne? Wenn ihr wollt, ihr könnt es mir gerne unten reinschreiben, gebe ich meine 5 Cent auch nochmal zur Stadtbilddebatte ab. Aber jetzt gehen wir erst einmal hier wieder rein in die Nummer. Ne? Ich habe hier die 10 Minuten übersprungen. Jetzt beschäftigt sich Rainer wieder mit seinem Chat. Dementsprechend, hockt euch her, Sammermehrer, reißt euch eine Häube auf. Wir gingen einer in Rainer. Ach, Mann. Ding. Ja? Ich muss jetzt immer aufpassen und Pause machen, damit mir YouTube nicht die Copyright-Prügeln ausschmeißt. Hier ist schon wieder weg. Das wird ein kurzes Video, weil er ist ja 90% der Zeit sitzt er nicht einmal auf der Zaren-Couch. Klassischer Reini-Stream. Aber Geld beworfen werden trotzdem. Ne? Hinten hat er jetzt wirklich, ihr seht es hier, schaut unten an den Bildschirm ran, da hat er dann so seine Sachen da aufgeräumt, ne? in Griffreichweite gepackt, die Zuckerplörre. Und den ganzen restlichen Scheiß hat er vorher halt anscheinend offscreen in die Tiefkühltruhe gepackt und währenddessen lief halt einfach nur irgendeine Schlagermucke. Ne? Jetzt wenigstens Metal. Ne? Oh, Iron Maiden, Halloween, by that name. Ah! Gott!
Oh Mann. Das arme Lied, Rainer, das ist mein Lieblings-Iron Maiden-Lied. Das ist mein mit Abstand Lieblings-Iron Maiden-Lied. Oh Mann. Halloween by thy name. Das heißt, hallowed be thy name. Hm? Halloween by thy name oder so. Was? Passt schon, hätte ich gesagt gehabt, ne? Close enough. Der alte Analphabet. Alter, wie es auch schön wieder dröhnt und übersteuert, dieser dumme Bauer. Er könnte, weißt du, es wäre überhaupt kein Act nicht, gell? Er könnte sich Kopfhörer aufsetzen. Er könnte sich Kopfhörer aufsetzen und die ganze Nummer übers OBS laufen lassen. Ne? Das wäre möglich. Das wäre möglich, das in den Stream einfach mit reinzuballern. Wenn es schon denn Musik sein muss, die er dann da abspielt. Aber nein, ne? Hier die alten Boxen von seiner Schwester aus den 90er Jahren auf Anschlag aufdrehen und hurra die Gams. Hast du auch Gemüse gekauft? Hatten wir schon. Danke. Nein, hatten wir schon. Nächstes Thema. Nein, hat er nicht. Ne? Nein, er hat 90 Euro Budget gekauft. Davon sind dann erstmal 7 oder 8 Euro für eine Schachtel Kippen draufgegangen. Dann nochmal 15 Euro für den Kinderschokolade-Adventskalender. Und von dem Rest hat er sich Chips und Tiefkühl-Bullshit gekauft. Schön für die 50 Likes. So, Renner, so. Ich hoffe auch, dass die Gülle-Qualität hier von der ganzen Nummer ein Copyright-Ding, weil YouTube ist da wirklich sehr ekelhaft. Ne? Die sperren die komplette Videos. Du lädst das Ding hoch und dann heißt es gleich, nee, darfst du nicht veröffentlichen. Ich hatte das schon. Da war irgendwie eine Sekunde zu lang Ding drin, irgendeine Musik drin. Ich wollte genau hier Jizz in My Pants wollte ich euch einblenden hier von The Lonely Island. War eine halbe Sekunde zu lang oder sowas. Durfte ich das ganze Video nicht hochladen. Dann musste ich das rausschneiden. Das konnte ich Gott sei Dank im YouTube Ding machen, ne? Im hochgeladenen Video, damit ich es dann veröffentlichen durfte. Ja, Rainer, was ist jetzt mit hier? Ja, Zucker muss rein. Ich warte nur, bis er wieder quatscht, ne? Dann erzähle ich euch was. Zucker reinschüren ins Arschgebirge. Jetzt liest er wieder. 500 Euro Süßigkeiten ist aber ein bisschen viel. Hä? Die Laugenstangen, die Macaroni, die Tortellini mit Schinken. Ja, die Tortellini mit Schinken. Ja, Rainer, Chips zählen auch nicht als Süßigkeiten, weil die salzig sind, aber was der Mensch dir gesagt hat, ist, du hast halt unvernünftigen Bullshit gekauft. Und Laugenstangen sind jetzt auch nicht unbedingt Teil einer ausgewogenen Ernährung. Die würde ich auch eher als Genusslebensmittel einordnen. Käse, das ist alles auch. Wisst ihr, wenn euch was nicht passt, warum zeige ich es euch eigentlich? Ja, ich frage mich sowieso, warum du das zeigst, weil das irgendwie keinen Schwanz interessiert hat eigentlich. Ne? Es hat auch keiner danach gefragt. Und Rainer, du wirst doch wohl, das ist 2018, der Mann war 29 Jahre zu dem Zeitpunkt. Ne? Kauft ein wie ein 5-Jähriger. Dass man sich dann da hinsetzt und wirklich dann die ganze Scheiße, die Fertigburger, den ganzen Klump und das dann verkauft als Content. Und wenn die Leute sagen, Reini, vielleicht, ne, kleiner Tipp, du gehst auseinander wie ein Hefegebäck, vielleicht solltest du weniger Hefegebäck fressen. Warum müsst ihr euch immer beschweren? Ja, Rainer, weil es scheiße ist, was du machst. Rainer, du setzt dich da ins Internet rein und knödelst irgendwas dahin und willst dafür monetäre Zuwendungen genießen. Und dann haben die Leute, von denen du diese monetäre Zuwendung erwartest, auch jedes Recht, dich dafür zu kritisieren, wenn es Bullshit ist. Wo sind bitte die Sachen? Das ist doch nicht alles Ding gewesen. Ey, ohne Scheiß. Ihr seht immer nur das Negative. Sowas kotzt mich an, ey. Reini, du hast nicht ein wirklich nahrhaftes Lebensmittel gekauft. Nicht eines.
Schau dir mal die Zutatenliste von diesem ganzen Fertigfraß an. Wie gesagt, ich fresse sowas auch ab und zu. Natürlich ist es heuchlerisch zu sagen, niemand isst jemals irgendwie eine Tiefkühlpizza oder hier auch so eine fertige Lasagne oder sowas. Whatever rocks your boat. Ne? So irgendwie, ich habe auch so Nudelfertiggerichte, auch hier irgendwas, Penne mit Käse oder sowas für aufs Festival nehmen, die du einfach nur im heißen Wasser anrührst und dann runterkochst, bis sie halbwegs ordentliche Konsistenz haben. Und dann schürst du das rein, vorher noch ein bisschen Tabasco oder Salz oder Pfeffer rein und gut ist. Natürlich ist das nichts Verwerfliches. Das Problem ist, wenn du halt wirklich, und du sagst, oh, hier ist mein großer Einkauf und du hast halt wirklich nur diesen Dreck drin, ne? Nur fertig Mikrowellenburger, Mikrowellen-Tortellini, Mikrowellen dies und der Rest ist Kinder Schokobons und Tortilla-Chips und dieser Brösel-Zuckertee und Zucker. Ja, dann wirst du ja wohl gefallen lassen müssen, wenn dir jemand sagt, hey Reini, das ist vielleicht nicht so ein schlauer Einkauf. Vor allem, wenn man ja immer darüber jammert, dass man zu wenig Barren hat und dass man so ein beschränktes Budget hat für die ganze Nummer. Ne? Das Budget ja so beschränkt ist immer und man muss immer aufpassen mit der Kohlen, dass man sich dann halt erstmal primär ordentliche Lebensmittel kauft und wenn dann noch was übrig ist für irgendwelche Guilty Pleasures, ne, dann nimmt man sich vielleicht eine Tüte Chips noch mit oder eine Packung Kinder Schokobons, aber nicht 5 Tüten Chips und 3 Backel Fertigburger und 2 Backel Kinder Schokobons und dann noch diesen Kinderschokoladekalender und weil das alles noch nicht zerstörerisch genug ist für die eigene Gesundheit, dann nochmal eine Schachtel Kippen obendrauf. Vor allem nicht, wenn man sich seit Jahren ins Internet stellt, als der große Ernährungswissenschaftslord, der sehr so darauf achtet, dass er sich immer so gesund ernährt und gar nicht weiß, warum er so fett geworden ist. Ohne Scheiß. Wenn ich nur negativ sehen würde, hätte ich mich schon umgebracht. Ja, diese Nummer, ey, mit dem, ne? Den Text, den kann ich auch nicht mehr hören. Ne? Das ist dieses Instrumentalisieren von Selbsttermination anderer Menschen, um die eigene Opferrolle zu promoten. Da habe ich richtig Hasslatte, wenn ich sowas höre. Man möchte die ganzen Hater nämlich nur sehen. Alter, ohne Scheiß. Joke an der ganzen Nummer, 90% seines Contents waren damals schon Hater. Vor allem zu der Zeit. Ne? Schau hier, 26.10. Das ist 2 Monate nach dem Schanzenfest gewesen. Uiuiui, waren die Hater da Thema. Ja, ich lasse mir die Haare wieder lang wachsen. Ja, Joke hat er nicht gemacht. Lass dich nicht triggern, Rainer. Ja, das sagt sich immer so leicht. Ja, es sagt sich so leicht. Ja, wie gesagt, ich muss mich auch zusammenreißen. Ich habe jetzt vorhin Kommentare beantwortet und bei dem einen oder anderen ist mir dann auch bin ich ein bisschen schnippisch geworden. Ne? Und beim einen bin ich auch ein bisschen sauer geworden. Aber sich nicht triggern lassen ist auch eine Kunst, die ich nicht immer beherrsche. Aber Rainer ist der komplette Vollversager davon. Ja, ich spiele zurzeit Oblivion Remastered. Wenn wir in Bethesda Elder Scrolls Terminus bleiben, hat Rainer in Bezug auf sich nicht triggern lassen ein Skill-Level von 0. Oh, das pfeift der auch noch. Nee. Oh, komm, hör auf, Reini, hör auf! Das arme Lied! Ich verstehe nicht, wo Tortellini oder auch die ganzen Energy Drinks gut, Süßkram, die ganzen Dinger. Okay, ich schaue jetzt mal nach. Leute, ich mache jetzt kurz Pause, dann hole ich meinen Stift raus und dann schreibe ich auf, wie viel Zucker in den Tortellini, Fertig-Tortellini vom Rewe drin ist und in so einer Buttermilch hier von Müller und in einem Monster Energy Drink. Ich schaue es nach, ich schreibe es euch raus. So, das haben wir wieder. Das hat jetzt ein bisschen gedauert, aber das war es mir wert. Ich habe es jetzt zusammengerechnet. Nochmal, ne, um ehrlich zu sein, ich habe bei den Tortellini auch einfach die Kohlenhydrate-Zahl genommen, weil da oft beschissen wird. Ne? Da wird dann, Kohlenhydrate sind im Endeffekt fast wie Zucker. Ne? Also das wird dann verstoffwechselt in Zucker und zwar relativ schnell, relativ leicht. Deswegen kriegt man von sowas wie Nudeln oder sowas immer so schnell Energie. Deswegen
es ist jetzt nicht aufs Gramm genau, aber nach meiner Rechnung haben eine Portion 500 Gramm von diesen Rewe-Dingern, Tortellini mit Schinken-Käsesoße, 76 Gramm Zucker drin. Ne? Da sind wir bei 19 Gramm pro 19 Gramm Zucker pro 100 Gramm Tortellini. Buttermilch haben wir 10,5 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Da sind wir bei 52,5 Gramm Zucker. Wir reden ja nicht von Kalorien, sondern ich rede von Zucker in Gramm. Ja? Und Monster natürlich, ne? Hat 17 Gramm Zucker pro 100 Milliliter. Die Dose hat 500 Milliliter, da sind wir bei 85 Gramm Zucker. Ja? Sprich, wenn er sich die 3 Sachen reinrendert, und für Rainer ist das ein kurzer Snack, ne? Den Monster Energies und eine Buttermilch und einmal diese Tortellini. Und reden wir uns nichts ein, die Tortellini, die macht er sich nicht eine Portion. Da macht er sie wahrscheinlich 2 oder vielleicht sogar 3 auf einmal. Na, aber angenommen, er macht sich eine Portion Tortellini, trinkt ein Monster, Salt und ein Buttermilchfläschchen. Dann hat der Mann 213,5 Gramm Zucker in sich reingerendert. Sind wir durch die Kohlehydrat-Umrechnung, sind wir gnädig und sagen, wir müssen 200 Gramm Zucker. Und jetzt googelt es nochmal nach, wie viel Gramm Zucker empfohlen wird von Ärzten pro Tag und wie oft, das schauen wir auch gleich nochmal nach. Also die empfohlene Menge an Zucker für einen erwachsenen Menschen pro Tag sind bei 25 bis 50 Gramm am Tag. Da sind wir sogar, wenn wir ihm die 50 Gramm zugestehen. Ne? Da sagt er, ja, groß ist ein Monster, ja? Der ist ja riesengroß, der Mann. Haben wir gelacht. Ne? Und sagen hier die 50 Gramm pro Tag. Dann ist das immer noch die 4-fache Menge dessen. Und das ist, wie gesagt, konservativ gerechnet, weil der trinkt mehrere Dosen Monster am Tag. Der frisst mehrere von diesen Dingern. Die Schokobons rendert er sich auch noch rein. Also ich glaube, der Mann kommt, wenn er einen Kaffee dann auch noch trinkt, kommt so auf zwischen 500 und 800 Gramm Zucker am Tag. Wenn wir mal rechnen mit 500 Gramm, dann hat er die 10-fache Menge der empfohlenen Menge, der konservativ hochgerechneten empfohlenen Menge am Tag schon drin. Weiß keiner, warum der so fett geworden ist. Ja? Und jetzt beschwert er sich, alle sagen die ganzen Zucker und so. Ja, das ist alles von dem, was du gekauft hast, hat über die Maßen Zucker. Wenn ich mir Nudeln mit Schinken-Sahnesoße mache, ist da deutlich weniger Zucker drin als in der Plörre. Okay, ist auch ein bisschen Süßkram, aber kann man den als wirkliche Süßigkeit bezeichnen, meiner Meinung nach? Ungesund, ja, aber Süßigkeit ist es nicht. Ich habe da gerade vorgerechnet. So, das Zeug hat 10,5% Zucker. Vor allem, ich wette, zu der Mehrheit von euch gehört der Energy Drink zum Lebensalltag. Also ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, zum Lebensalltag. Ich weiß, dass viele Leute auch gern mal so diese Energy Drinks trinken. Ich habe Monster und sowas schon lange, aber ich hau mir tatsächlich nur noch dieses Pulvergelumpe rein. Weil da eben kein Zucker drin ist, der Hauptgrund. Und weil mir die klassischen Energy Drinks auch einfach zu teuer sind für die Scheiße. Ne? Also da für einen halben Liter Energy Drink dann 5 Euro zu zahlen, ist nicht ein. Und dazu brauche ich nicht so viel Zusatzkoffein irgendwie. Ich weiß auch nicht. Hier ist der Kaffee, da sind auch schon wieder 12 Stück Zucker drin. Wie er sich da reinrendert. Der Kaffee selber ist hier wahrscheinlich auch mit diesem Cappuccino-Pulver da gemacht worden, da ist auch wieder Zucker drin. Jetzt sitzt er da und sagt, ich fresse gar nicht so viel Zucker. Ja. Pfeifendeckel, Werner. Pfeifendeckel. Oder mittags ein Energy Drink. Im Übrigen, die Tortilla-Chips sind zwar salzig und fettig, aber die haben auch jede Menge Stärke und das ist eigentlich fast wie puren Zucker fressen. Wenn nicht mehr als einen. Was er gesagt? Also früh oder mittags ein Energy Drink mindestens. Ja, er weiß, was wir an Energy Drinks trinken. Das weiß er. Dass wir früh und mittags immer einen Energy Drink trinken. Jeder von uns. Vollkommen klar. Und wenn es so ist, dann hast du immer noch wahrscheinlich den 3-fachen Verbrauch von diesen Leuten, die schon viel Energy Drinks trinken. Wir haben doch gerade den Einkauf gesehen. Wenn nicht mehr als einen.
glaube nicht, dass. Aber Reini hält das auch für ganz normal. Ne? Reini glaubt, alle anderen sind Heuchler. Die Leute, die ihm da sagen, Reini, weiß nicht, du bist jetzt noch 29, unter 30, da geht das noch, da kann der Körper das noch ein bisschen kompensieren. Ne? Aber wenn du mal 30 wirst, über 30, Mitte 30, dann wird es schwierig. Und das ist es ja dann auch geworden. Man hat ihm ja mehr oder weniger beim Verwesen vor der Kamera zuschauen können. Wo er dann Bilder geschickt hat an irgendwelche Bärchen, die gesagt haben, sie wären Krankenschwestern, zu sagen, hier, keine Ahnung, dieses Loch in meinem Bein, da suppt's raus. Ne? Schon seit Wochen soll ich da vielleicht einmal zum Doktor gehen. Und die Leute, die es gesehen haben, die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, Reini, schnell. Ne? Man hat ihm danach beim Verwesen vor der Kamera zuschauen können. Und das lag genau an so einer Sache. Und damals haben ihm die Leute ja schon seit Jahren gesagt, Reini, vielleicht mal andere Sachen einkaufen, vielleicht einmal anständige Lebensmittel kaufen, vielleicht dann einmal, keine Ahnung, keine 12 Stunden am Tag schlafen und wir von dem vielleicht 3-4 Stunden runterschneiden, dann nur 8 Stunden schlafen und die Zeit dann damit verbringen, dir vielleicht was Gesundes zum Essen zu kochen. Das wäre damals auch auf einem Budget noch möglich gewesen, wenn der für 90 € normale Lebensmittel eingekauft hätte. Damals, 2018, easy hätte das gereicht für 2 Wochen für ihn. Easy. Also für einen normalen Menschen. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe 2018 hier alleine gewohnt und habe auch für mich selber einkaufen müssen. Ich weiß, dass ich mit einem 100er easy über einen halben Monat gekommen bin. Ganz leicht. Es sei denn, ich habe mir mal richtig was gegönnt und gesagt, hier so ein dickes Steak oder sowas. Oder man hat sich mal was bestellt. Aber rein im Supermarkt einkaufen, vielleicht ein bisschen auf Angebote achten, gesunde Sachen kaufen und die zu Hause kochen, gar kein Problem gewesen damals. Du kannst natürlich aber deine 90 € auch einfach für Zigaretten und Süßigkeiten und Tortilla-Chips ausgeben. Und dich dann beschweren, wenn die Leute sagen, ja, Reini ist vielleicht nicht so gesund. Dass es einen unter euch gibt, der groß keine Energy Drinks trinkt. Vielleicht 1 oder 2 unter Tausenden. Ja, 1 oder 2. Reini, Energy Drinks, die sind so eher 2010. Ne? Ich weiß, diese Nummer ist 2018, aber da war der Haupthype über Energies schon rum. Ne? Das war lange Zeit ein Hype-Getränk. Viele Leute trinken es immer noch relativ regelmäßig, aber lange nicht mehr in diesen Ausmaßen, die es damals hatte. Hier Monster Energy und die ganze Scheiße. Klar, viele Leute hauen sich das rein, aber es hat eine Zeit gegeben, da hätte ich ihm fast sogar recht gegeben, dass du sagst, wir ganz wenig Leute, die es gar nicht trinken. Auch nicht, wenn es 1 oder 2 unter Tausenden ist, natürlich auch wieder Hanebüchner Bullshit. Aber ja. Aber Reini schließt von sich auf andere und denkt, ja, jeder rendert sich 5 von diesen scheiß Monster Energies am Tag rein. Und vielleicht noch ein bisschen Schwippi-Schwappi und diese Zuckerbuttermilch. Und die tun jetzt einfach nur so, weil sie ihm das nicht gönnen wollen, weil es böse, böse Haters sind. Ja, die gönnen ihm einfach nicht und die sind hier hypocritical unterwegs und und wollen ihm einfach nur auf den Sack gehen. Oh Mann. Alter, der schwitzt vom Pfeifen und Kaffeesaufen, Alter. Jedenfalls war ich heute unterwegs, habe meinen Passo beantragt, meinen neuen. Der ist nämlich abgelaufen, schon eine längere Zeit. Wusste ich gar nicht. Ja, wenn man auch nie braucht, gell? Wenn man da im selbstgewählten Exil in der Schimmelschanze sitzt, ne, da braucht man selten den Personalausweis. Obwohl, mich wundert's ja, für die Polizei oder die diverse Gerichte dergleichen das dann da nicht gebraucht hat. Wahrscheinlich war das auch der Fall. Ja? Die Bullen gekommen sind, da hat irgendjemand ihn tatsächlich angezeigt und dann musste er mal einen Personalausweis irgendwo vorzeigen. Und die haben gesagt, der Winkler, der ist seit 3 Jahren abgelaufen. Jetzt habe ich jedenfalls einen neuen beantragt. Ich trinke nur. Obwohl, wahrscheinlich ist der länger als 3 Jahre abgelaufen. Ich glaube, der erste Personalausweis, bei mir war das zumindest so, gilt bloß 5 Jahre oder so. Also, wenn du dann mit 18 Personalausweis kriegst, dann muss mit 23 schon ein neuer her. Er war zu dem Zeitpunkt, war er 29, dann war der schon seit 6 Jahren wahrscheinlich abgelaufen, oder? Wasser. Jetzt habe ich jedenfalls einen neuen beantragt. Ich trinke nur Wasser. Ich habe 7 Jahre fast nur Wasser getrunken. Das ist gelogen, Rainer. Das ist gelogen. Welche 7 Jahre hätten das denn sein sollen?
Die ersten, wissen wir ja auch, die ersten 7 Jahre war es auch nicht, ne? Da hast du auch die Fanta-Flasche in die Goschen gesteckt gekriegt, wenn du zu viel gekrakelt hast. 7 Jahre hat er fast nur Wasser getrunken, ja, das glaube ich dir. Abgesehen von ab und zu mal Energy Drinks. Also herzlichen Glückwunsch. Ich habe meine ganze Kindheit nur Wasser gesoffen. Das stimmt nicht rein, ich hab. Wie er dreist wieder dieses verlogene Stück. Dieser verlogene Hodenkobold, ich halte ich hab mir ganzes Kind lang nur Wasser gesoffen, immer nur Wasser. Nein, Rainer, du warst als Kind schon schwer übergewichtig und das ist gewiss nicht vom Wassersaufen kommen. Wir haben Bilder davon, wie du da hockst mit der 1 Liter Fanta-Flasche in der Fresse. Da warst du vielleicht 3 Jahre alt, wenn es hochkommt. So, ich trinke immer noch das, was ich möchte. Und ich habe in meinem Leben mehr als genug Wasser gesoffen. Ach so, das funktioniert so. Ich muss einfach 7 Jahre lang nur Wasser saufen, dann kann ich danach machen, was ich will, weil dann habe ich ja praktisch Gesundheitspunkte angehäuft. Und das ist dasselbe. Ganz ehrlich. Das ist so ungefähr wie, ich putze mir an einem Tag 20 Mal die Zähne, dann bin ich für den Monat gut, oder? Dann muss ich erst in ein paar Wochen wieder putzen. So funktioniert das nicht, Rainer. Ich trinke die Plötte nicht. Ja, auf jeden Fall. Aber der Mund wird schon wieder klein, die Stimmung ist schwer neutral. Ne? Er hat sich jetzt tatsächlich gedacht, er zeigt das Zeug und die Leute sagen, ja, boah, Monster Energy, voll geil, ich trinke das auch, 20 Dosen am Tag, Rainer. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie du 8 Dosen überhaupt über den Tag kommen würdest. Boah, krass, Rainer. Boah, so ein geiler Einkauf, Rainer. Das ist ja richtig cool. Ey, diese Fertig-Tortellini, die sind super. Einwandfrei. Ja? Aber warum hast du nicht noch mehr Packungen Schokobons gekauft? Oder noch mehr von diesen Weihnachtskalendern, wenn die schon eben im Angebot waren? Da war ein Schnapperl gewesen. Boah, hör mit der Pfeiferei auf. Ich meine, die Pfeiferei, die macht zwar wahrscheinlich den Copyright-Ding weg, aber es tut bei den Ohren weh. Das Tinnitus ist ja Wohltat dagegen. Von Halloween by thy name, du Depp. Wirklich nur Wasser, also nichts anderes. Auch kein Alkohol. Ja, du trinkst keinen Kaffee, du trinkst keinen Tee. Ja, der hat gerade gesagt, nur Wasser, du Depp. Das ist richtig. Deswegen sagt man, ich trinke nur Wasser, anstatt alle Dinge aufzuzählen, die man nicht trinkt. Wenn man ausschließlich nur eine Sache trinkt, so wie bei dir Monster und Schwibischwappi, dann macht es keinen Sinn, die tausenden alternativen Getränke aufzuzählen, um dann zu sagen, das trinke ich nicht und das trinke ich nicht und das trinke ich nicht. Nein, er hat gesagt, nur Wasser. Und da der nicht du bist, glaube ich ihm das auch. Mit Sicherheit. Ey, ohne Scheiß, ganz ehrlich, das glaube ich dir nicht. Ja, Rainer, ich glaube dir kein Wort von dem, was du sagst. Das glaube ich dir wirklich nicht. Du trinkst vielleicht keine Energy Drinks, okay, gut, das kann ich vielleicht glauben, ja. Aber du trinkst mit Sicherheit auch was anderes. Du trinkst mit Sicherheit nicht nur Wasser. Tee, Limo, Kaba, Milch. Wenn du Milch trinkst, wenn du einen Schluck Milch trinkst, dann garantiere ich dir, ist es kein Wasser. Doppelmoral! Hier, gerade, ich habe 7 Jahre lang nur Wasser gesoffen. Ja, ab und zu mal einen Energy Drink dazu. Und jetzt sagt er dem Typen, ja, wenn du einen Schluck Milch getrunken hast, dann zählt deine Aussage, dass du nur Wasser getrunken hast, nicht. Also der andere Dude würde sich unglaubwürdig machen, wenn er einen Schluck Milch trinkt oder mal eine Tasse Kaffee. Aber für Rainer zählt, ich habe 7 Jahre lang nur Wasser getrunken, ja, ab und zu mal ein paar Energies. Also Rainer kann sich dosenweise Energy reinstellen, solange er zwischendurch reichlich Wasser trinkt. Ja, und das zählt dann als 7 Jahre lang nur Wasser getrunken. Der andere, wenn er einen Schluck Milch trinkt, dann ist er ein Heuchler. Milch ist kein Wasser. Heiße Getränke gefallen mir nicht. Und noch dazu Tee, ne, ist so gut wie Wasser. Ist stellenweise sogar besser als Wasser. Ne, weil in Tee sind noch Dinge drin, die keine Kalorien haben, aber die gut sind für deinen Stoffwechsel. Grüner Tee zum Beispiel, deswegen saufe ich die Scheiße, um meine Harnsäure runterzukriegen. Ne?
und weil ich grünen Tee tatsächlich ganz gerne mag, ist, ne, ist gut für dein Wasserhaushalt. Und ist ernährungsphysiologisch, geht dem Wasser nichts nach. Das ist ein starker Unterschied, ob ich mal eine Tasse Tee trinke, statt nur Wasser zu trinken, oder mir einen halben Liter Monster Energy mit, wo habe ich es mir aufgeschrieben? 85 Gramm Zucker in die scheiß Rübe zu rendern. 85 Gramm Zucker. Das müsst ihr euch mal vorstellen, wie viel das ist. Ne? Schaut mal raus, wie viel so ein Würfelzucker wiegt. Warte mal. Ein Würfelzucker hat 3 Gramm. Ne? Einer von diesen Zuckerwürfeln hat 3 Gramm Zucker. Ja, und jetzt rechnen wir 85 geteilt durch 3. Dann sind da 28,333 Runden auf 30 Stück Zucker auf. In einer dieser 30 Stück. Na? Und wenn ich den grünen Tee ungesüßt trinke, dann macht es keinen Unterschied, ob ich dann nur Wasser getrunken habe. Aber er sagt, Heißgetränke mag er auch nicht. Und wenn er sagt, er trinkt nur Wasser, halte ich das für glaubwürdig. Es gibt viele Leute, ich kenne viele Leute, die praktisch eigentlich nur Wasser trinken. Nur ganz selten irgendwas anderes. Ah ja. Ja, und jetzt, Rainer? Ah ja. Ja. Aber ich glaube, hier müssen wir wieder in dem Einkaufsvideo hat er schneller gesprochen. Hier müssen wir wieder diesen hier machen. Es gibt irgendwas, trinkst du mit Sicherheit. Ja, irgendwas wird er schon trinken, weil ansonsten gehst ein nach ein paar Tagen. Ich glaube nicht, dass es abgesehen von den Menschen in Ländern, in denen es nur Wasser gibt, glaube ich nicht, dass es Menschen gibt, die nur Wasser trinken. Also wirklich. Doch, Rainer. Nur Wasser. Für mich wäre es auch nichts, ne? Ich mag mal Bier. Aber, Und das mit der Laktose, entschuldige, das tut mir leid, das war nicht böse gemeint, konnte ich ja schlecht wissen. Ach, lass uns über was anderes reden. Ja, ist eine gute Idee wahrscheinlich, John. Ja, wahrscheinlich ist das schlau. Ne, weil es ja auch ansonsten, aber ist egal, um welches Thema es geht, du wirst dich immer in irgendwelche komischen Sackgassen reinrennen, wo du am Ende halt wieder wie der letzte Depp dastehst, weil du dich mal wieder selber vor der ganzen Welt zum Obst gemacht hast. Obst, auch so eine Sache, hätte man einkaufen können. Das hat den Vorteil, Reini, dass es sogar süß ist. Ne? Da ist sogar schon Fruchtzucker mit drin. Aber der Fruchtzucker hat halt dann noch ein bisschen, ne? Da ist halt noch Fruchtfleisch mit dabei, das nicht nur Zucker ist. Gut, gegen Tee kann man jetzt nicht bloß was sagen. Was soll der saudumme Blick, du Depp? Ich hab's gerade erklärt, natürlich, wenn man seinen Tee so trinkt wie du, dass dann nochmal 12, 13 Stück Zucker vorher reingeht, dann ist natürlich auch nicht besser, als würd's gleich ein Schwippi-Schwappi saufen. Aber wenn du einfach nur Tee vielleicht mit einem Schuss Zitrone trinkst, ist da überhaupt kein Problem dabei. Jeder kann gegen alles irgendwas sagen, wenn ihm irgendwas nicht gefällt oder passt. Das ist immer. Ja, man sagt dir das immer nur, weil es das einfach nicht gefällt und nicht passt. Ne? Die Leute, die ihm das da geschrieben haben, die gönnen ihm einfach nicht. Ne? Die reden das nur schlecht. Reini weiß es besser. Der hat ja Ernährungswissenschaften studiert oder so. Ist ja wurscht, der hätte ja alles immer studiert, aber war ja leider Gottes nicht in der Schule. So, irgendjemand findet immer was. Nein! Ist es eigentlich gekommen? Oh ja, jetzt macht er wieder irgendwelche Fake Sprachnachrichten. Oh, oder war damals ein Bärchen unterwegs? Ah nee, war das die Dingzeit? War das die Benatic-Zeit? Ich glaube, das war die Benatic-Zeit, Oktober 2018. Das heißt, es könnte tatsächlich sein, dass er Sprachnachrichten gerade an Benatic schickt. Aber jetzt halt auch, ne, das mitten im Stream zu machen, ist halt auch wieder dumm. Ich seh sowas ein, Sprachnachrichten im Stream zu schicken, wenn du professioneller Streamer, hauptberuflicher Streamer bist. Und das Thema, keine Ahnung, die kennen sich ja untereinander alle. Das Thema zu irgendeinem anderen Influencer taucht gerade auf. Keine Ahnung, du reactest gerade auf ein Video von jemandem und hast dann da direkt eine Frage oder irgendjemand im Chat hat eine Frage und du sagst, hey, ich habe dem seine Nummer, ich schicke dem schnell eine Sprachnachricht, wie es ausschaut. Ja?
und dann sagt er, hey, ich bin hier gerade im Stream, die und die Frage ist aufgekommen, kannst du. Das ist akzeptabel. Alles andere, deinen ganzen Privatscheißdreck, ne, den lässt du privat und den machst du nicht im Stream. Weil der Stream ist ja deiner eigenen Aussage nach, Reini, ist ja deine Arbeitszeit. Das ist ja dein Beruf. Darauf bestehst du ja immer drauf. Ne? Deswegen ist es ja auch gerechtfertigt, dass du dich da mit Barne beschmeißen lässt, weil das dein Beruf ist. Und wenn das dein Beruf ist, hast du dich da nicht hinzusetzen und irgendwelche privaten Sprachnachrichten an irgendwelche Mullen zu schicken. Ne? Das machst du davor oder danach. Ich trinke keinen Tee, ich bin... Was, Atheist? Ja, auf jeden Boah, Reini, das ist ein Troll-Kommentar. Fall. Danke für die 400 Likes. Ja, nennt man auch Waterboy. Was? Waterboy oder Waterboarding? Was hat er jetzt gesagt? Wasser mit Kreatin. Ist recht. Rainer will jetzt... Ja, Rainer weiß nicht, was Kreatin ist, aber... Rainer glaubt, das ist irgendwas Kreatives oder so. Ich trinke eine Tasse Kaffee pro Tag. Früher habe ich sehr Was? viel Koffein getrunken. Musste das aber reduzieren, meinte mein Arzt. Ja, Koffein, wem sagst du das, ne? Hier. Also, ich glaube auch viel zu viel Koffein. Das halt. Er checkt selber, ne? Gerade eben, ich sauf, was ich will, bla bla bla. Alles ist schlecht, wenn man es schlecht machen will. Und jetzt, ja, eigentlich sauf ich auch zu viel Koffein. Heute so, morgen so und übermorgen sowieso. Mein Wecker ist auch gleich soweit. Was ist dein Wecker? Es kann sein, dass ich gleich mal weg muss. Ich glaube, der Postbote ist unterwegs. Das habe ich nämlich gerade gesehen. Weil er wie er dann da sitzt. Man merkt halt, der hat auf diese ganze Streaming-Nummer gerade gar keinen Bock. Überhaupt keinen Bock. Aber er hat mitgekriegt, in dieser Zeit, die paar Monate nach dem Schanzenfest, lasst mich nicht lügen, ich glaube sogar, dass der Oktober 2018 Reinis einkommensstärkster Monat während seiner ganzen Social-Media-Präsenz war. Weil dieses Schanzenfest hat so hohe Wellen geschlagen, dass sehr viele uninformierte Dullis der Meinung waren, der arme Mann wird tatsächlich im Internet von tausenden Unmenschen gemobbt und haben ihn die Barren aufgeschmissen. Und hier Benetti ganz vorne mit dabei, die ihm, glaube ich, 2K oder sowas reingeknechtet hat. Da lief bei ihm. Da lief richtig. Und das hat er gewusst. Und deswegen sind dann hier die Streams auf einmal so exzessiv dann auch wieder geworden. Aber er sitzt hier, weißt du, wie ein Schüler in der letzten Stunde Mathe, der einfach nur noch auf den Gong wartet, um endlich nach Hause gehen zu dürfen. Damit die Pflichtstunde hier dann unten irgendwann mal abgehakt ist. Weil er sich denkt, hier die Barne nehme ich mit. Und ich sag's euch, wie es ist, wenn ich keinen Bock auf so ein Ding hier habe, wenn ich gerade wirklich keinen Bock drauf habe, so ein Video aufzunehmen, nehme ich kein Video auf. Ich muss da Bock dazu haben, weil erstens kann man sich das ansonsten nicht geben, was der Typ da macht. Ne? Und zum anderen leidet da auch merklich meine Qualität. Ich habe das am Anfang gemerkt. Ich habe am Anfang mal so, ja, ich muss jetzt ein Video machen, ich muss hier, ich muss da. Habe mir abgewöhnt, weil die Videos immer scheiße geworden sind. Ich sollte mein Koffein eigentlich auch reduzieren. Sagte er, ne, während er sich Kaffee und 8 Dosen Energy Drink gekauft hat. Statt irgendeinem anderen Lebensmittel. Ne? Du hast eine riesengroße Tiefkühltruhe, ganz ehrlich, du kannst ja auch diverse Gemüse wegfrieren, das hält Ewigkeiten und eingefrorenes Gemüse hat oft sogar noch mehr Nährwerte als das, was du frisch im Ding kaufst, weil es halt direkt nach der Ernte eingefroren wird. Ich meine, bei dem, was du Kochen nennst, wäre dann am Ende des Prozesses auch wieder kaum noch Nährwerte drin, aber das ist dann, ne? Immerhin hat dann der Rosenkohl
oder was weiß ich, die Bohnen oder was, nicht so viel Zucker. Mach da doch mal so Reispfanne mit Erbsen und Paprika, ein bisschen Blumenkohl mit rein, bisschen Brokkoli, ein bisschen Lauch. Das Ganze abschmecken, dann anbraten, ein bisschen abschmecken mit Salz, Pfeffer, ein bisschen, keine Ahnung, Sojasauce vielleicht. Bisschen Chili rein. Hurra, die Gams. Oh, jetzt schreibt der wieder. Oh, das kann dauern. Ich spule vor. So. Jetzt sauber vorspulen können. Er hat halt wirklich jetzt einfach nur seine scheiß Nachrichten gelesen auf dem Handy. Dann ist er rausgewongelt, weil der Postbote gekommen ist. Währenddessen hat er irgendeinen räudigen Love Parade Techno Bullshit auf 3000 Dezibel laufen lassen. Und jetzt ist er wieder zurückgewongelt gekommen, ist natürlich wieder vollkommen aus der Puste, weil er hat jetzt irgendwie so ein Schuhschachtelgroßes Paket hier reinwuchten müssen. Ja? Die Leute, die Pyramiden gebaut haben, Scheißdreck dagegen. Rainer, wie er leiden muss, wenn er da die paar Schritte geht und so ein Paket damit reinnimmt. Ja? Das die wahre Passion. Und schauen wir mal, was der gute Frankengamer ihm vorbeigebracht hat. Das war, glaube ich, damals schon der Frankengamer 2018. Habe ich das Päckchen da. Mache jetzt kein Video dazu, mache jetzt einfach nur einen Stream. Und zwar habe ich mir ein Tablet bestellt. Habe ich euch ja schon mal gesagt. Und hier, keine Ahnung, so ein Unboxing von seinem Tablet, wovon er auch immer das finanziert hat, wäre halt wirklich, ja, das mache ich jetzt im Stream, dann mache ich kein extra Video dazu. Ja, weil dann Reiners Gedanke ist, ich bin ja hier noch in der Pflichtstunde drin. Ich mache jetzt hier noch eine Viertelstunde Pflichtstunde aus der ganzen Nummer. Ne? Dann wäre das ja Zeitverschwendung, wenn ich dann danach, nach dem Stream, ein Video aufnehme, wo ich dann ordentliches Unboxing, ich weiß, ne, von meinem Tablet mache. Ne? Das ist ja schon wieder zu harte Arbeit. Eine Stunde streamen und Leute belügen und einfach nur seinen Einkauf zeigen, das muss schon reichen für ordentliches Einkommen bei Reini. Im Übrigen hier im Hintergrund steht die Popcornmaschine, die ist auch einmal benutzt worden, nachdem er sie von Dingens hier, von der Battle-Liste bekommen hat, und dann hat man sie das nächste Mal hier irgendwann hat er sie da weggeräumt, und das nächste Mal, als wir sie wieder gesehen haben, war, als wir die Fotos gekriegt haben vom Einbruch ins Lager. Und im Übrigen seitdem nicht ein einziges Mal benutzt. Der 10 Kilo Popcorn-Mais-Sack, der war da noch praktisch unangetastet nebendran gelegen. Na. In derselben Kiste wie die vollgeschissenen Luans. Witzig wohl. So, ich habe mir ein Tablet bestellt. Beziehungsweise gekauft, das gab's nicht, dann musste ich es noch bestellen. So, und jetzt schauen wir mal, was da drinnen ist. Wahrscheinlich ein Tablet, Rainer. Warum liegen da lose Gummis drinnen? Weiß nicht, keine Ahnung. Zum Glück keine Pariser. Boah, Alter. Tun wir ein paar Jahre in die Zukunft, ne? Und zwar war er 2,5 Jahre in die Zukunft, wo er dann da an diesem Rastplatz am Bodensee ist und sich 10 Minuten lang nicht kriegt, weil da eine Lümmeltüte auf dem Boden liegt. So. So. Warte mal. Das ist zu dunkel gerade. So. Das hat's marginal besser gemacht, ne? Finde ich jedenfalls, zu dunkel. Ja, bei deiner Gülle-Qualität, ganz ehrlich, macht's kaum nicht fett. Alter, wie schlammig ist das denn verpackt? Schönes Ding. Alter, wie ist das denn verpackt? Sowas nennt man Stoffmaterial, damit das Ding da nicht in der Kiste umeinander fliegt beim Transport. Damit es nicht kaputt geht, Rainer. Nur mal eben reinschauen, dass da irgendwo noch was verschütt geht. Den Brief. Ja, Reini, wie viele Tablets hast du bestellt? 1, oder? Das hast du rausgeholt aus dem Backerl. Dann wird schon kein zweites mehr drin sein. Oder meinst du, die haben da dann noch, das ist am Rudi Saibur, dem können wir dann noch ein paar Goodies mit reinpacken. Na, du bestellst ein Tablet, du kriegst ein Tablet. Zum Beispiel hätte ich jetzt kaum gesehen. So. Das Tablet. Genau, das ist nochmal die Rechnung. Wow, eine Rechnung. Hast mir nochmal eine Rechnung dazu geschickt, warum auch immer.
So. In der Hoffnung, dass du sie dann vielleicht auch bezahlst. Ja? Naiv, wie sie waren. Bin auf jeden Fall mal gespannt, was das Tablet jetzt alles hat. Alter. Tschüss. Was ist das? Was wird das sein? Einer, das ist ein Lappen, ums Tablet sauber zu machen, du Dulli. Hey! Ach nee. Das ist anscheinend so eine Art. Lappenreiner, so eine Art Lappen. Im Übrigen, das Bild ist schon wieder dunkler geworden. Softbox schon wieder aus. Tablet. So. Was ist das hier? Das ist doch das Tablet. Oder doch? So. Das ist kein richtiges Auspackvideo oder Stream jetzt, also wundert euch nicht. Nice Unboxing, ja, so ungefähr. Ja, richtig nice, das Unboxing. Vor allem, weil man oben hier das Mikro sieht und einen kreisligen Grind und allen Scheißdreck im Hintergrund. Im Zentrum des Bildes ist eine Billo-Popcorn-Maschine da hinten drin. Was sieht man hier nicht beim Unboxing von deinem Scheiß-Tablet? Richtig, das Tablet. Das sieht man nämlich nicht. Du alter Medienprofi. So richtig Unboxing ist es nicht, weil ich zeige das jetzt nicht alles. Ja, du zeigst nicht alles, du zeigst überhaupt nichts. Wie ich es beim Unboxing machen würde. Ja, das haben wir gesehen, dein Unboxing-Video vom Honor, du Dulli. Ja, das war auch hochqualitativ. Reingeschnitten, tot. No! Oder alle anderen Unboxings davor und danach Republic of Germans, Digga. Nein. Hä? Was ist denn das? Das ist doch Republic of Germans ist dieselbe Kategorie wie Halloween by Thy Name, du Depp. nicht das Tablet, Alter. Ist da eine Hülle vom Tablet dabei? Ja, die meisten Tablets haben so eine Billo-Hülle mit dabei. Nice. Da ist eine Hülle fürs Tablet dabei. Mist, dabei wollte ich mir doch eigentlich eine Hülle von meinem eigenen, eine Hülle fürs Tablet von meinem eigenen Shop holen. Okay. Was ist in deinem eigenen Shop? Hast du seinen Drachen-Merch da? Ach, verdammte Axt, jetzt kriege ich hier so eine Gratis-Hülle. Was so ein Schweinerei, ich wollte doch noch mehr Geld dafür ausgeben. Ja, die sahen noch relativ gut aus. Heutzutage kriegst du nur noch so ein Billo-Gummi-Hüllenteil. Eins wirklich zum Zuklappen, das wirklich einfach mit dabei ist bei so einem Tablet, sogar bei den hochpreisigen, ist nicht mehr Standard. Na, da wird man sich heute ein zweites Arschloch drüber freuen. Cool. Ja gut, hat auch lange genug gedauert, ne? Bis sie das gemacht haben. So, ich glaube, die Kamera ist halt auch nicht so geil positioniert. Nein, Rainer, die ist überhaupt nicht geil positioniert. Ich habe es gerade schon angesprochen. Man sieht alles außer das, was interessant ist, du Depp. So. So. Ach ja. Das hat nämlich mal nach hinten. Au, nicht so gut. So, mal sehen. Wieso ist da das Lego-Symbol drauf? Er ist ein Lego-Tablet, Rainer. Samsung Galaxy Tab A. Heißt das? Samsung sogar. Schön. Ja, du hast es doch bestellt. Du wirst oder wissen, was du da bestellt hast, oder? Tschüss. Tschüss. Ja, tschüss, halt dein Maul. Lange nicht mehr gehört, das Wort. Oh, nice. Das ist das Tablet. Ganz schön schweres Teil. So, Dankeschön für die 1000 Barren. Vielen Dank für deine Unterstützung. Saugeile Geschichte. Dankeschön. Die Best soll ich holen. Für deine 1000 Barren. Nice. Ganz schön fettes Teil. Ja, hallo? Ja, großes Handy für einen großen Kerl. So. Das wäre einmal das Tablet. Weil der Mann ist so witzig, ist unfassbar. Dann haben wir hier eine Betriebsanleitung, logischerweise. Die er sich niemals durchlesen wird. Dann haben wir. Ja. Und dann wundert er sich wieder, ja, warum funktioniert die Scheiße nicht? Ja, schau halt rein. Aber das ist das dann das berühmte Tablet, mit dem er dann die ganzen Außenaufnahmen gemacht hat, die dann über die Kamera. Dann haben wir natürlich ein Ladekabel und einen Stecker für die Steckdose. Ist dann auch nicht mehr selbstverständlich, dass die Dinger dabei sind, wenn du dir heutzutage so ein Gerät kaufst. Die gleich mal von dem Plastik befreit werden. Ich hasse dieses Plastikzeug. Weg damit! Weg damit! Er hasst dieses Plastikzeug. Ne? Erinnert euch, im letzten Video hat er sich darüber beschwert, dass die Laugenstangen, ne, die Tiefkühllaugenstangen von Rewe in einem Plastikbeutel verpackt sind und nicht 50-50 in 2 Plastikbeutel wie die Brezen. Aber hier sagt er hasst dieses ganze Plastikzeug. So, ist ja das.
Sehr schön. Kabel. Gut, Kabel und Stecker habe ich auch da. So, wie genau klipse ich das jetzt eigentlich in das Ding rein? Frage ich mich. Ja, das ist die allererste Frage, die man sich immer stellt. Rainer, als allererstes steckt man das Ding erstmal an Strom. Dann wartet man, bis voll geladen ist, dann schaltet man es ein, richtet sich das ein. Vielleicht hat man die Anleitung nebendran. Ja? Und da kann man dann ein Unboxing draus machen. Ne? Du packst das aus, mit der Kamera aufs Produkt, dass man nur das Produkt und deine Hände sieht, packst es aus, ne? Gehst erstmal aufs Design dergleichen ein, dann machst du einen Cut, lädst das Ding auf. Wenn es aufgeladen ist, richtest du es dir ein. Wenn es eingerichtet ist und du den groben Überblick über die Funktionen gemacht hast und eine Ahnung hast, wovon du da redest, dann machst du die Kamera wieder an, nimmst den zweiten Teil vom Unboxing auf, wo du dann sagst, ja, hier im Übrigen das Tablet, hier schaltet man es ein, so und so schnell fährt es hoch, bababam, gib schnell deinen PIN ein, ne, und im Idealfall nicht direkt in der Kamera und zeigst denen dann, ja, das kann jetzt hier das und das und das und wenn ich hier swipe, das schaut so und so aus. Es hat damals auch schon eine Milliarde Tech-Reviewer gegeben auf YouTube, die das wirklich anständig gemacht haben, wo sich ein Video hätte anschauen müssen, festzustellen, wie man es richtig macht. Gehört das eigentlich auch direkt zu Samsung? Ja, offenbar. Ja, wenn es in derselben Schachtel war, du Depp. Aber wie mache ich das jetzt? Ach so. Hä? Als ob. Ist es magnetisch? Anscheinend. Hä, wieso ist das magnetisch? Weil das so eine High-Quality Tablet-Hülle magnetisch, nicht mal zum Reinklipsen, im Leben nicht mehr heute. Im Leben nicht mehr. Die Dinger kosten heute das Dreifache und sowas ist nicht mehr dabei. What the fuck, als ob? What the fuck? Ja, what the fuck, what the fuck. Sei doch froh, du hast ein gutes Produkt bekommen. Ja, und wenn du unbedingt willst, dass das nach Drachenlord ausschaut, dann klebst du einen Aufkleber drauf. Okay. Ist offensichtlich magnetisch. Geil. Cool. Da habe ich gleich ein schönes Spielzeug später. Ja, darum geht's, Rainer. Darum geht's. Immer schönes Spielzeug haben. Reinig braucht immer ein schönes Spielzeug. Zwischendrin muss er ein bisschen Wichsdadeln und Fressi reinschüren. Und er braucht immer ein Spielzeug. Wo mach ich es an? Ich gucke mir nur mal das Tablet auch an. Ja, Reinig, das wäre in der Anleitung drin gestanden, die du hättest durchlesen können, während es lädt. Ne? Wie gesagt, erst Auspackvideo machen, Stopp, dann anstecken, Anleitung durchlesen, Tablet einrichten, dann wieder Aufnahme machen, den Rest vom Tablet die Funktionen vorstellen, das Ganze zusammenschneiden, als Video hochladen. Das ist Content. Ja? Mit dem Content kannst du da auch guten Gewissens Kohle verlangen. Von den Seiten her und so. Auf der Seite wird wahrscheinlich nichts sein, genau. Dann wird das hier der Anschalter sein, gehe ich mal von aus. Dann wird die Frage, ob es geladen ist. Oh ja, ist es. Ach ja. Und wie gesagt, das ist das Regel Numero uno, wenn man sich solche Geräte kauft. Die sind immer so teilgeladen für den Transport. Vor der ersten Nutzung einmal komplett vollladen, damit man den Akku nicht gleich am Anfang fickt. Jeder Mensch, der in seinem Leben schon mal ein Smartphone gehabt hat, weiß das. Samsung. Cool. Kaffee nein! Und Unwissenheit ist hier kein Argument, weil das 11 Jahre nach dem ersten iPhone war. Hallöchen. Hast du ein neues Tablet? Ein neues Tablet? Ich habe noch nie ein Tablet. Das ist mein erstes Tablet. Deswegen ist trotzdem neu, du Depp! Ansonsten hat er gesagt, hast du ein weiteres Tablet. So, kann ich das so machen? Ja, oh Gott, kann ich. Erstmal alles einrichten hier. Scheiße, kann ich gar nicht. Ich habe mein... Wir machen es nochmal aus. Ich mache das dann später im... Ich richte das dann später alleine ein. Schlauer ist Rainer. Wenn der Stream aus ist. Geil. Schönes Ding. Sehr gut. Haben wir auch ein Tablet. Das richte ich später alleine ein, weil ich muss jetzt meine ganzen Passwörter raussuchen. Also vor allem mein WLAN-Passwort, das weiß ich nicht auswendig. Muss ich nachgucken. Das mache ich jetzt nicht im Stream. Hallöchen, hast du das Tablet? Haben wir schon? Das ist sehr cool. Wofür hast du das Tablet? Alter, was passiert hier gerade mit der Wampe unten?
Seht ihr das oder sind da meine Schauspieler, mein Publikum da davor? Wofür Bisschen sieht man's. Wackelt wieder. Die Wampe wackelt wieder, weil die liegt halt auf den Oberschenkeln und dann macht er hier diesen. Ja? Und dann. Das ist wie bei den Simpsons, bei Homer Simpson, wo sie so diese Körperfettanalyse machen. So, ja, ich tipp's an, bring das in Wallung und wir messen die Zeit, bis es sich wieder beruhigt hat. Wobbel, 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 wobbel. Dafür nutzen, dass ich eine dauerhafte Verbindung zu meinem PC habe. Das ist schon mal das Erste. Ich will das Tablet dafür nutzen zum Streamen. Wenn ich im Sommer draußen streame im Garten, wenn ich wieder im Garten bin, wenn ich in den Pool gehe und so, will ich das Tablet zum Streamen benutzen. Also, you know. Ich will das Tablet für ein paar Handyspiele, die ich momentan auf dem Handy benutze, die ich aber auf dem Handy weiterhin benutzen möchte. Das ist der Hauptgrund, Rainer. Das war der Hauptgrund. Er hat sich dieses Tablet gekauft. Er hat gesagt, er hat jetzt wieder was zum Spielen, weil er darauf Mobile Games zocken will. Ne? Er verkauft es jetzt aber als ganz notwendige Anschaffung gewesen, ne, für seine Streamness und so, damit er besser streamen, besser arbeiten kann. Und hat das jetzt nebenbei so erwähnt. Das ist der Hauptgrund gewesen, warum er sich das gekauft hat. Ne? Aber dann hat er nur noch 90 Euro übrig zum Einkaufen. Ich weiß nicht, was das da damals gekostet hat. Ein paar 100 Euro werden es schon gewesen sein. Da hätte er ein paar Mal einkaufen gehen können. Und ich möchte das Tablet auch dafür benutzen, dass da will ich noch ich muss mir gucken. Muss ich mal schauen. Für die Kameraanlage. Ist überhaupt einen solchen Anschluss? Weil wenn nicht, ist das eigentlich dumm. Das hat gar keinen Anschluss, ne? Dafür. Eigentlich gerade. Wofür? Dieses Tablet hat einen Anschluss für alles, wofür es Anschlüsse braucht. Ne? Das hat einen USB-Anschluss und da läuft eigentlich alles drüber. War damals USB-C? Doch, war schon USB-C aktuell. Ja? Hätte ich eigentlich vorher abwarten müssen oder nachgucken müssen. Wartet mal kurz. Nee, hat es nicht, okay. Eigentlich wollte ich damit auch eine neue. Dann hole ich mir irgendwann mal 50 Euro Handy, das geht auch. Ich wollte nämlich auch ich wollte eigentlich auch das Tablet dafür benutzen, dass ich wollte das Tablet auch dafür benutzen, dass ich einen Authenticator für meine ganzen Sachen habe. Weil momentan läuft das auf meinem aktiven Handy, das ich immer benutze für alles Mögliche. Und das möchte ich für die Zukunft eben ändern, weil mir das auf die Nerven geht, dass ich immer das Handy mit mir rumschleppe. Beziehungsweise wenn das Handy mal kaputt ist. Da ist viel einfacher, dann dieses riesige Tablet mit dir rumzuschleppen überall hin. Ist, so wie jetzt zum Beispiel vor einem Monat. Letzten Monat ist es ja verreckt dann, welcher Wasserschaden und welcher Bildschirmschaden, und dann habe ich es zur Reparatur gebracht und konnte in der Zeit mich in keinen Account einloggen, weil ich die ganzen Authenticator habe. Klar hätte ich die Authenticator weglöschen können oder weglöschen lassen können. Ja, du kannst ja diesen Authenticator auch auf den PC laden. Ne? Brauchst nicht ein extriges Gerät dafür. Die gibt es auch als Apps auch für den PC. Weil ich ja zum Beispiel noch Zugriff auf meiner View und so hatte, hätte ich das ändern können. Wollte ich aber auf gar keinen Fall. Und deswegen wollte ich die Authenticator auf eine andere Handynummer übertragen, dass das alles auf einem Handy ist und das Handy dann irgendwo hinlegen, wo ich es nur dann benutzen kann oder brauche, also das Tablet in dem Fall dann, wenn ich es dafür brauche. Hallo Drache, hallo Rainer, servus. Rainer bitte mit A. Und wenn's Tablet einen Wasserschaden bekommt, was machst du dann? Schreiben, Jackie, dankeschön. Das ist doch, ob du jetzt das Tablet als einziges Gerät für deine Authenticator-App benutzt oder dein Handy, ist doch vollkommen wurscht. Das kann auch beides kaputt gehen. Mir geht's gut, danke. Mein Tablet kam jetzt endlich an, nach fast 2 Wochen des Wartens. Boah, das Rainer, bitte ein bisschen Mitleid für ihn. 2 Wochen hat er warten müssen auf sein Tablet. Also Montag wäre es die 2. Woche gewesen. Nee, Mittwoch, nächste Woche wäre es die 2. Woche gewesen. Also hat er nicht einmal 1,5 Wochen auf sein Tablet warten müssen. Dramatisch, Rainer. 1,5 Wochen ungefähr. Und du hast einen schönen Stream verpasst. Ich habe nämlich viel Zeug eingekauft für fast 90 Euro. Und in diesen 1,5 Wochen waren noch 2 Wochenenden mit drin, ne? Also ein bisschen Süßkram, Macaroni mit Käse, Laugenstangen, also Laugenbrezenstangen und so. Habe ich alles ausgepackt, aber das kommt noch ein Video, falls du Lust hast. Übrigens, Jackie, wenn ich dich schon mal hier habe. Am Samstag, ich will ja diesen Halloween-Stream machen. Am Samstag ab 12 Uhr geht's los. Wenn du dann irgendwann im Laufe des Tages Zeit hast, ich hoffe, dass alles gut läuft und dann wieder mein verdammtes Internet. Den Halloween by Thy Name Stream. Verkackt. Will ich schauen, dass ich dann von 12 Uhr an aufwärts streame und dann schauen wir halt mal, ob es bis 20 Uhr oder bis 2 würde sogar gehen, bis 2, bis 5 oder bis 10 geht oder bis 8 geht, mal schauen. Falls du es ranschauen willst, sollte mein Internet nicht wieder abkacken und das alles
zunichte machen, sollte eigentlich alles laufen, hoffe ich, finde ich, denke ich. Ist meine Vermutung und Hoffnung. So. So. Ist das von 2016 oder von 2018, Rainer? Gibt es 2 Versionen von Tab A. Du meinst das Tablet? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Das muss aber hier irgendwo stehen. 2016 ist das. 100 Minuten. Die 2016er Version. Ja, das top aktuelle Flagship-Ding wäre ihm wahrscheinlich auch zu teuer gewesen. Ne? Hätte er sie nicht leisten können. So, ja. Das hat er sich auch nicht leisten können. Ne? Das hat er sich aber dann trotzdem gekauft. Ich bin da, Rainer. Alles klar. Sollte ich nicht da sein, hoffe ich, dass es hinterher, dass ich das, werde ich ein paar Stunden später nochmal versuchen und hoffe, dass es dann funktioniert. Also auf jeden Fall, ich werde auf jeden Fall mehrfach versuchen, auch in dem Tag zu streamen. Ich hoffe nur, dass auch alles glatt geht. Aber du weißt, ab 12 aufwärts bin ich irgendwann die ganze Zeit da. So, seit heute 9 Uhr steht Tickets für Slipknot. Stehen Tickets für Slipknot. Konzert 2019 in Leipzig. Und Hannover zum Verkauf. Nur zur Info. Vielen Dank, aber Slipknot ist jetzt eigentlich eine saugeile Band, ist aber nicht unbedingt etwas, was ich zwangsweise sehen muss. Und wenn ich die mal sehen will, dann auf einem Festival oder so, wo ich dann mehrere Bands nutze. Also extra auf ein Konzert von Slipknot gehe ich jetzt nicht. Ja, ich bin auch nie auf ein Slipknot-Konzert gegangen, damals, wo die ihre Hochzeit hatten, wo sie richtig geil waren. Und ich bereue das. Ne? Ich hätte gern Joey Jordison nochmal zu Lebzeiten live auf der Bühne mit Slipknot gesehen. Ich bin der Meinung, der Mann war einer der besten Drummer aller Zeiten und ist viel zu früh gestorben. Jetzt sehe ich wenig Sinn darin, vor allem die horrenden Preise, die inzwischen Zeit für so Tickets aufzurufen, zu blechen, irgendwie 200 Euro für ein Slipknot-Konzert, das sehe ich nicht ein. Ne? Vor allem eben, weil die meiner Meinung nach die Qualität dieser Band einfach die letzten 15 Jahre massiv nach unten gegangen ist. Ne? Ich glaube, das Chapter 5 war das letzte, wo Joey Jordison noch dabei war. Und seitdem haben die ja immer mehr einfach nur andere Leute mit reingenommen, die sie dann knechten können. Ja, wenn man sich mit Slipknot ein bisschen beschäftigt, hat man festgestellt, hier der mit der Clownsmaske und Corey Taylor, so die sind mehr oder weniger die einzigen Nutznießer noch von dieser Band. Und da gab es sehr, sehr, sehr viel Streit um die Kohlen. Weil Geld Surprise, als man damals sich gedacht hat, das ist eine gute Idee, eine Band zu gründen mit 9 Bandmitgliedern, hat man noch nicht damit gerechnet, dass man sehr, sehr viel Geld damit verdient wird und dass man das ja dann durch 9 teilen muss. Und das war scheiße dann. Dann hat man Stück für Stück die Leute, Gründungsmitglieder rausgeknechtet, um sich mehr, ein größeres Stück für sich selber vom Kuchen abzuschneiden. Und das ist halt eine räudige Nummer. Ne? Das war Joey Jordison nicht der Einzige, den sie da rausgeekelt haben. Der Typ mit der komischen, mit den Nägeln auf der Maske, bei dem haben sie es ja genauso gemacht. Und seitdem wird das Ding geführt wie so eine Diktatur. Die Leute, die dann da neu mit reingekommen sind, durften dann auch nicht mehr selber auswählen, was für Masken sie benutzen. So, die haben sie dann vorgeschrieben bekommen, etc. Ja, das ist im Endeffekt ist das keine Band mehr, sondern eine Firma. Und fühle ich dann auch nicht mehr. Ne? Das fühle ich dann auch nicht mehr. Ich sag damals gerade so, hey, All Hope is Gone Tour, das bereue ich bis heute, dass ich damals nicht auf ein Konzert gegangen bin. Aber danke für die Info auf jeden Fall. Also für alle Leute, die es gerade nicht mitbekommen haben, noch einmal, seit heute um 9 Uhr stehen Slipknot-Karten zum Verkauf für Leipzig und Hannover. Wer also mal mag, kann da mal nachgucken. So, beim Händler seines Vertrauens. Jackie, wie geht es dir? Ja, gut, mal ist halt Eventim höchstwahrscheinlich, denen vertraue ich nicht, aber die haben halt leider ein Monopol bei den meisten Dingen. Fragt hier gerade die AI-Net, Iantels. Ja. Jackie, hast du eventuell, ich will jetzt nicht mehr so lange streamen, nur noch ungefähr so eine halbe Stunde, weil ich will eigentlich mal frühstücken, in Anführungszeichen. Joke, 4 Minuten später ist der Stream vorbei. Frühstücken, weil ich bin ja schon ich bin schon seit 9 wach, ich bin seit 8:30 unterwegs gewesen und streame. Er ist seit 9 wach, seit 8:30 schon unterwegs und streamen tut er schon seit 8. Ach, Rainer, lüg halt nicht so Panne. Das ist schon wieder fast eine Stunde.
Und eigentlich will ich frühstücken. Aber hast du mal kurz Lust, mal kurz in den Gast zu kommen? Reini, auch das ist so eine Sache. Ne, auch das ist so eine Sache. Rainer, steh halt um 8 Uhr auf. Dann kannst du frühstücken, dann kannst du den Stream wieder anmachen. Ja? Um 8 Uhr aufstehen, schnell dich fit machen, frühstücken, keine Ahnung, dann ist 8:45. Dann eine halbe Stunde dir die Mühe geben, das Streaming-Setup so aufzubauen, dass das alles passt. Dann den Stream machen. Dann den Stream ausmachen. Alles wieder so umbauen, dass es passt für ein Unboxing-Video von deinem Tablet. Tablet unboxen. Und fertig. Dann hast du den ganzen Tag gearbeitet. Dann kannst du was zum Abendessen machen. Hier, keine Ahnung, 5 Packungen Fertig-Tortellini so viel wie da reingeht in die Mikrowelle. Ne? Kannst du sich wahrscheinlich alles dann noch raus in einen größeren Behälter, ne? damit er dann mehr auf einmal machen kann. Und Hurradigams. Und danach wird gedattelt und danach wird sich unter Tränen in den Schlaf unaniert. Und dann geht es um 8 in der Früh wieder los. Ich würde dich gerne was fragen. Ich wollte dich eigentlich vor 2-3 Tagen schon mal was fragen, aber da warst du gerade eben Gast bei jemand anderem, dann habe ich dich jetzt auch nicht stören wollen. Was frühstückst du heute? Ich frühstücke heute die Laugenbrezen, die ich mir vorhin gemacht habe. Die sind schon fertig, die habe ich kurz bevor der Postbote kam, habe ich die kurz ausgemacht. Die muss ich jetzt nur noch holen. Ja, okay. Die werden auf jeden Fall besser, wenn die jetzt im kalten Ofen noch oder in der kalten Mikrowelle jetzt noch eine Stunde rumliegen. Eine richtig, richtig schlaue Idee ist das. So, Sekunde. Leute, heute ist leider die Qualität ein bisschen schlecht, sorry. Heute, ausnahmsweise. So. So! Falsche Taste. So, machen wir es so und das würde ich auch gerne so machen. Sehr schön. Habe ich es jetzt umgestellt? Ja, habe ich. Oh, bist du auf Arbeit? Boah, den kenne ich da auch. Das ist doch auch so ein Spinner gewesen, oder? War es nicht auch so ein Aluhut-Schwurbel-Dulli? Der irgendwas von Echsenmenschen erzählt hat? War das der? Nur kurz zu sagen, ich habe noch 5 Minuten von der Pause, wenn es klingelt. Ja. So, ja, dann passt es ja sogar mit der Zeit. Ich wollte dich bloß fragen. Alter, das würde ich gerade noch machen. Ne? In der Mittagspause hockt er sich da rein und dann wird Junau-Strebende mit Reini gemacht. Ja. Liest du viel? Ich lese ja schon. Weil ich schreibe ja momentan ein Buch, ne? Und ich wollte dich fragen, wie viele Seiten sind dir so am liebsten? So 500 Seiten oder lieber so 300 Seiten oder so? Also Minimum für ein Buch, für ein gutes Buch. So 300 auf jeden Fall. Okay, also es sollten Minimum 300 Seiten haben dann. Aber Rainer, das ist... Es ist vollkommen irrelevant, wie viele Seiten das Buch hat. Ja, das Buch kann 10 Seiten haben, wenn es ein gutes Buch ist, beziehungsweise halt eine gute Kurzgeschichte dann in dem Fall, dann ist es das auch wert, das durchzulesen. Eins meiner absoluten Lieblingsbücher of all time ist At the Mountains of Madness von H.P. Lovecraft und das Buch hat, glaube ich, 120 Seiten oder so. Okay, gut. Wie gesagt, dann will ich den nicht länger aufhalten. Vielleicht kann man ja heute Abend oder so mal im Stream oder so, trifft man sich bestimmt auch mal an, ne? Wir haben auf jeden Fall live da oder so, dann sind wir sinnvoll. Jetzt klingelt es gleich, die Pause ist gleich vorbei. Okay, ich will den nicht länger aufhalten. Danke, hau rein, schönen Abend. Jo, ciao. Ciao. Hoppala. Huch, das war keine Absicht. Ich wusste nicht, dass er auf... Aber ich habe mich schon gewundert, warum er so da ist um die Zeit. Ups, Jackie auf Arbeit. Wahrscheinlich was ist los. Hoppala, das war keine Absicht. Also vielen Dank auf jeden Fall trotzdem für eine kurze Zeit, Jackie. 500 bis 499 Seiten. Und der am Montagmittag lädt er Leute in seine Stream ein und wundert sich dann, dass sie Malochen sind. Aber dann wieder, weißt du, wenn zur selben Zeit irgendwelche Kuchenkinder vor der Schanze stehen, sagt er, hier ist mitten unter der Woche, mitten am Tag, haben die keine Arbeit. Bild. Mit Bild und einem, was, und einen mit Text. Was? Achso, 500 Seiten mit Bild und eins mit Text. Nein. Oh Mann, aber ich werde jetzt gleich auch offline gehen, ich werde jetzt erstmal frühstücken. Ja, Rainer, ich hätte gedacht, du wolltest noch eine halbe Stunde streamen, ne? Ja. Wie gesagt, wir müssen mal gucken, wie wir das hinkriegen mit dem Buch. Wie gesagt, es steht mittlerweile fest, dass ich es veröffentlichen werde. Ich weiß noch nicht genau wann. Ja.
Joke ist nie veröffentlicht worden. Aber ich werde es auf jeden Fall veröffentlichen und ich werde euch dann Bescheid geben. So, danke Jackie. Jackie haut voll rein. Vielen Dank für 3x 400 Likes, du Wahnsinniger. Dankeschön. Oder waren es 300, 3x 400? Auf jeden Fall vielen lieben Dank. So, Leute, dann bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen auch bei euch. Wie gesagt, sobald es auf Weihnachten zugeht, geht's dann mit dem Teil hier los. Ja, bis dahin, das sind noch, ist noch ein Monat, über einen Monat bis zum 1. Dezember. Bis dahin hat er schon 3 von den Dingern leer gefressen. Und dann kauft er sich einen neuen, damit er dann unboxen kann. Und ich werde jetzt erstmal frühstücken, glaube ich sogar noch. Ciao. Ja, ciao Rainer, ciao, einwandfrei, Leute. Also es geht noch eine halbe Minute. Verabschiedet er sich nochmal 5 Minuten? Frühstücken, werd mir dabei irgendwelche Let's Plays angucken und werde dann danach mein Buch weitermachen. Dann danke ich euch fürs Zuschauen, haut rein, bis zum nächsten Mal, euer Drache und Tschö. vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, diese Ewigkeitsverabschiedungen. Und ich werde erstmal mein Metal, Leute. Metal, Leute. Ah. Okay, ne, das ist was anderes, das machen wir heute nimmer. Ich habe die Pflichtstunde nämlich auch schon weit überschritten. Weit überschritten habe ich die heute, harte Arbeit. Leute, in diesem Sinne. Hui, schön, dass wir uns jetzt da auch noch durchgearbeitet haben. Leute, tut nicht, was Rainer tut. Und Metal off.